Swiss German Storytime mit dem Thomas. Die Schatzinsel. Kapitel 12 Kriegsrot. Ich habe ein lautes Getrampel von Füßen auf dem Deck gehört. Ich habe gehört, wie Leute von der Kajüte und von der Vorderback auf Deck gesprungen sind. Blitzartig bin ich aus meiner Tonne rausgejuckt, habe mich hinter das Focksegel geduckt, bin zum Stern zurückgeschlichen und bin gerade in dem Augenblick aufs freie Deck gekommen, wo der Hunter und der Dr. Livesey zum Bugspriet gelaufen sind. Dort war schon die ganze Schiffsmannschaft versammelt gewesen. Fast gleichzeitig mit dem Aufgehen vom Mo hat sich ein Nebelgürtel verflüchtigt gehabt. Südwest dazu haben wir zwei niedrige Hügel gesehen, wo etwa 2 Meilen voneinander entfernt sind. Und hinter einem von ihnen ein dritter, höherer Berg, dem sein Gipfel noch vom Nebel bedeckt war. Alle 3 Berge sind von scharf umrissenen, kegelförmiger Gestalt gesehen. So viel habe ich fast wie in einem Traum gesehen. Denn ich habe mich noch nicht von der grässlichen Angst erholt, die ich ein paar Minuten vorher ausgestanden hatte. Die Hispaniola ist ein paar Strich näher an den Wind geleitet worden und ist jetzt einen solchen Kurs gesegelt, dass sie gerade um die Ostspitze der Insel herumfahren musste. Wo alle Segel kräftig sind, hat der Kapitän gesagt: «Also Leute, hat einer von euch das Land dort, von uns, schon mal gesehen?» «Da habe ich, Herr», hat der Silver gesagt. «Ich habe hier mit einem Kauffahrer Wasser eingenommen. Ich bin als Koch mitgefahren.» «Der Ankergrund ist wahrscheinlich auf der Südseite, hinter einer kleinen Insel, denke ich mir», hat der Kapitän gesagt. «Jawohl, Herr, da ist die sogenannte Skelettinsel. Die Hauptinsel war früher ein Lieblingssitz der Piraten gewesen. Und einer, wo wir an Bord hatten, hat alle nicht mehr gekannt, wo sie den einzelnen Plätzen gegeben haben. Der Berg dort gegen Norden nennen sie den Fockmastberg. 3 Berge laufen in einer Reihe von Norden bis Süden. Fock-, Haupt- und Besanmastberg, Herr. Aber der Hauptmastberg, da ist der grosse dort mit der Wolke oben drauf, den haben sie für gewöhnlich das Fernrohr genannt, weil sie dort oben gewöhnlich einen Ausguck gehalten haben, während sie auf dem Ankergrund gelegen sind und ihr Schiff rausgeputzt haben. Denn da haben sie immer auf dieser Stelle getan. «Herr, bitte um Verzeihung.» «Ich habe hier eine Karte», hat der Kapitän Smollett gesagt. «Schauen Sie mal, ob das der Platz ist.» Einem langen John sind die Augen im Kopf glüht, wo er eine Karte in die Hand genommen hat. Ich habe aber gerade am Aussehen vom Papier erkannt, dass sie immer Täuschung vorgehalten haben. Es ist nicht die Karte gesehen, die wir in der Seekiste von Billy Bones gefunden haben, sondern eine genaue Kopie, auf der alles vollständig angegeben war. Nehmen und die Höhen und die tiefen Lotungen. Mit der einzigen Ausnahme, dass die roten Kreuze und die handschriftlichen Erläuterungen gefehlt haben. So gross sein Ärger auch sein muss, so hat Silver doch die Selbstbeherrschung gehabt, ihn sich nicht anmerken zu lassen. «Jawohl, jawohl, Herr», hat er gesagt. «Freilich ist das die Stelle und sehr sauber aufgezeichnet. Ich möchte gern wissen, wer das hat machen können. Die Piraten sind sicher zu unwissend für das, würde ich meinen.» «Aha, da steht's. Captain Kidds Ankergrund. Genau der Name, wo mein Schiffsmat der Stelle gegeben hat. Ein starker Strom läuft an der Küste gegen Süden und dann wieder an der Westküste auf gegen Norden. Da ist gut gesehen von Ihnen, Herr Captain, den Wind abzukluppen und auf die Wetterseite der Insel zu heben. Wenigstens, wenn Sie die Absicht haben, hier vor Anker zu gehen und das Schiff rauszuputzen. Denn dafür gibt es keine bessere Stelle in dieser ganzen Gewässer.» «Danke an euch, mein Mann», hat der Captain Smollett gesagt. «Ich werde euch später bitten, uns an die Hand zu gehen. Ihr könnt jetzt gehen.» Ich war erstaunt über die Kaltblütigkeit, mit der der John zugegeben hat, dass er die Insel kenne. Und ich gestehe, dass ich verschrocken bin, als ich gesehen habe, wie er auf mich zugegangen ist. Allerdings hat er sicherlich nicht gewusst, dass ich sein Gespräch bei der Äpfeltonne beluscht hatte. Aber ich hatte so einen Abscheu von seiner Grausamkeit, Falschheit und Gefährlichkeit gehabt, dass ich kaum einen Schuder unterdrücken konnte, wo er die Hand auf meinen Arm gelegt und zu mir gesagt hat: «Ha,
da ist ein famoser Ort, die Insel. Ein famoser Ort für einen Bub, wo mal an Land gehen will. Dort wirst du baden und auf Bäume klettern und Geissen jagen. Oh ja, und wirst selber wie ein Geiss auf den Berg dort klettern. Wahrhaftig, der Anblick macht mich wieder jung. Ich habe doch fast mein Holzbein vergessen. Es ist eine angenehme Sache, jung zu sein und Zähne sicher zu haben. Darauf kannst du dich verlassen. Wenn du gerne mal einen kleinen Streifzug möchtest unternehmen, frag einfach den alten John und er wird dir einen Happen zurecht machen, den du mitnehmen kannst. Er hat mir in der freundschaftlichsten Weise auf die Schulter geschlagen und ist dann davon gekumpelt in seine Kombüse runter. Der Kapitän Smollett, der Squire und der Dr. Livesey sind auf dem Quarterdeck zusammengestanden und haben sich miteinander unterhalten. Und so dringlich es auch war, dass ich ihnen meine Geschichte erzähle, so habe ich doch nicht offen an sie hertreten und sie unterbrechen. Während ich noch darüber nachgedacht habe, wie ich eine glaubhafte Entschuldigung könnte finden, hat mich der Dr. Livesey zu sich hergerufen. Er hat seine Pfeife drinnen lassen und weil er ohne Tabak nicht leben konnte, hat er sie sich von mir aufholen lassen. Aber sobald ich so nahe bei ihm war, dass ich mit ihm reden konnte, ohne von den anderen gehört zu werden, bin ich in Wort ausgebrochen. Herr Doktor, lassen Sie mich reden. Veranlassen Sie den Kapitän und den Squire, mit ihnen in die Kajüte runterzugehen und lassen Sie mich dann aus irgendeinem Vorwand rufen. Ich habe fürchterliche Neuigkeiten für Sie. Der Doktor ist ein bisschen bleich geworden, hat aber sofort seine Selbstbeherrschung wieder gefunden und hat laut gesagt: «Danke, Jim. Das ist alles, was ich wissen wollte.» Wie wenn er mich etwas gefragt hätte. Damit hat er sich auf dem Absatz umgedreht und ist wieder zu den anderen beiden Herren angetreten. Sie haben eine Weile miteinander geredet und auch wenn keiner von ihnen eine Bewegung von Überraschung gemacht hat oder seine Stimme erhoben hat oder auch nur von sich hergepfiffen hat, so ist doch klar und deutlich gesehen, dass der Dr. Livesey ihnen meine Bitte mitteilt hat. Denn das Nächste, was ich gehört habe, ist ein Befehl gesehen, wo der Kapitän dem Bootsmann, Hiob Anderson, gegeben hat und alle Leute sind auf Deck gepfiffen worden. Dann hat der Kapitän Smollett gesagt: «Jungs, ich habe euch ein Wort zu sagen. Das Land, wo wir gesichtet haben, ist der Ort, zu dem wir segeln. Der Herr Trelawney, wo ein sehr freigebiger Herr ist, wie wir alle wissen, hat mich gerade gefragt, wie ihr euch benommen habt und wo ich ihm sagen konnte, dass jeder Mann an Bord, oben und unten, seine Pflicht tun hätte, wenn ich es nicht besser hätte verlangen können, gehen er und ich und der Doktor jetzt in die Kajüte runter, um auf euer Wohl und gut Glück zu trinken. Und euch soll Grog austeilt werden, um auf unser Wohl und Glück zu trinken. Ich will euch sagen, wie ich das finde. Ich finde es fein. Und wenn ihr gleich denkt wie ich, so bringt ihr jetzt alle ein gutes Seemannshurra aus auf den Herr, der sich so benennt.» Das Hurra ist gerufen worden. Das ist ja auch selbstverständlich gesehen. Aber es hat so laut und herzlich tönt, dass ich gestehen muss, ich habe kaum glauben, dass die gleichen Leute nach unserem Blut trachtet haben. «Noch ein Hurra für Captain Smollett!» hat der Long John geschrauen, wo das erste Hurra verklungen war. Auch das ist laut und kräftig ausgebracht worden. Dann sind die drei Herren in die Kajüte runtergegangen. Und es ist nicht lang gegangen, so ist Bescheid gekommen, dass der Jim Hawkins kommen soll. Alle drei sind am Tisch gesessen, auf dem eine Flasche spanischer Wein und ein paar Rosinen gestanden sind. Der Doktor hat heftig geraucht und hat seine Perücke auf dem Schoß liegen gehabt. Das ist, wie ich gewusst habe, ein Zeichen, dass er aufgeregt war. Das Fenster im Stern ist offen gestanden. Denn es war eine warme Nacht und man konnte den Mond sehen, wie er aufs Kielwasser vom Schiff geschonnen hat. «Also, Hawkins«, hat der Squire gesagt, «du hast etwas zu sagen. Raus damit!» Ich habe nach seinem Befehl getan und habe so gut wie möglich am Silver sein Gespräch mit den beiden Matrosen in allen Einzelheiten erzählt. Keiner hat mich unterbrochen, bis ich fertig war. Und keiner von den dreien hat auch nur eine Bewegung gemacht, aber sie haben mich alle vom ersten bis zum letzten Wort unverwandt angeschaut. Dann hat der Dr. Livesey gesagt: «Jim, nimm dir einen Stuhl.» Und sie haben mich an ihrer Seite am Tisch sitzen lassen, haben mir ein Glas Wein eingeschenkt, haben mir ein paar Hände voll Rosinen gegeben und haben alle drei, einer nach dem anderen und jeder mit einer Verbeugung,
auf meine Gesundheit getrunken und haben mir für mein Glück und meinen Mut gedankt. Dann hat der Squire gesagt: Also, Kapitän, Sie haben recht gehabt und ich habe Unrecht gehabt. Ich erkläre mich selber für einen Esel und ich erwarte Ihre Befehl. Sie sind kein grösserer Esel als ich, Herr Trelawney, hat der Kapitän geantwortet. Ich habe nie davon gehört, dass eine Mannschaft an Meuterei gedacht hat, ohne dass man vorher Anzeichen davon hat können bemerken, sodass jeder, der Augen im Kopf hat, den Unrat wittert und dementsprechende Massregeln hat können ergreifen. Aber diese Mannschaft hat mich geschlagen. Mit Ihrer Erlaubnis, Kapitän, hat der Doktor gesagt, es ist der Silver gsi, ein ganz außerordentlicher Mann, wo außerordentlich gut aussehen will, wenn er an einer Ra hängen würde, Doktor, hat der Kapitän geantwortet. Aber da ist lauter Gerät, wo zu nichts führt. Ich sehe hier 3 oder 4 Sachen, wo, mit Erlaubnis vom Herrn Trelawney, ich gerne nennen möchte. Sie sind der Kapitän, Herr Smollett. Ihre Sache ist es, zu reden, hat Trelawney mit einer grossartigen Handbewegung gesagt. Also erstens, hat Smollett angefangen. Wir müssen weitergehen, weil wir nicht zurück können. Wenn ich den Befehl geben würde, umzukehren, würden sie sofort losbrechen. Zweitens, wir haben Zeit vor uns. Wenigstens so lang, bis der Schatz gefunden ist. Drittens, es sind noch treue Leute da. Also, meine Herren, zu Schlägen kommt es früher oder später sowieso. Darum schlage ich vor, die Gelegenheit an der Stirnlocke zu packen, wie man so sagt, zum selber eines schönen Tages loszuschlagen, wenn sie es am wenigsten erwartet. Ich nehme an, dass wir auf ihre eigenen Bedienten, wo sie von Haus mitgebracht haben, uns verlassen können, Herr Trelawney. Wie auf mich selber, hat der Squire erklärt. Das sind 3, hat der Kapitän berechnet. Dazu mir selber, das macht 7, der Hawkins da mitgerechnet. Wie steht's also mit den ehrlichen Leuten? Höchstwahrscheinlich sind das die, wo der Trelawney selber angenommen hat der Doktor gesagt. Ich meine die Matrosen, die er sich ausgesucht hat, bevor er an den Silver geraten ist. Nein, hat der Squire geantwortet. Der Hans war einer von meinen. Ich habe gedacht, dem Hans hätte ich trauen können, hat der Kapitän bemerkt. Und dass das alles Engländer sind, ist der Squire losgebrochen. Herrgott nochmal, ich hätte Lust, das ganze Schiff in die Luft fliegen zu lassen. Also, meine Herren, hat der Kapitän gesagt, ich kann nicht viel Gutes sagen. Wir müssen abwarten, wenn es ihnen recht ist, und scharf aufpassen. Ich weiss wohl, das ist für einen Menschen eine schwere Aufgabe. Es wäre angenehmer, einfach loszuschlagen. Aber da geht jetzt einfach nicht anders, bis wir nicht unsere Leute kennen. Ruhig bleiben und auf den rechten Wind warten. Das ist meine Meinung von dieser Sache. Der Jim da, hat der Doktor gesagt, kann uns mehr helfen als irgendein anderer. Die Leute kennen kein Misstrauen gegen ihn und der Jim ist ein aufgeweckter Bub. Hawkins, ich habe ein kolossales Vertrauen zu dir, hat der Squire gerufen. Diese Bemerkungen haben mich nicht gefreut, denn ich habe mich vollständig hilflos gefühlt. Und doch hat sich's durch eine merkwürdige Reihe von Umständen so gefügt, dass die Rettung sich nur durch mich gefunden hat. Für den Moment ist es so gestanden, so viel wir auch reden mögen. Von den 26 sind nur 7 gesehen, auf die wir uns verlassen können, so viel wir genau gewusst haben. Und von diesen 7 ist der eine Bub gesehen, sodass also nur 6 erwachsene Männer auf unserer Seite, den 19 auf der anderen Seite gegenüber gestanden sind.